Also mir jeder muss da und drummen. Bist du der Ork-Schamane? Brauchst du Skaboos? 2 Fragen, 2 Antworten. Ja und ja. Was willst du von mir? Hör zu. Ich brauch Skaboos. Skaboos. Was will ein Mensch mit Skaboos? Giltor, der Kastellan der Silberseeburg, schickt mich. Ich soll mit Erhak über die Freilassung von Lord Gavan verhandeln. Aber Ogbosch lässt mich nur in das Orklager rein, wenn ich ihm Skaboos bringe. Wir Orks haben ein Sprichwort. Isst du meine Läuse, esse ich deine. Hä? Du willst ins Orklager. Ogbosch will Skaboos. Du willst Skaboos. Ich will Erik. Erik? Ja, den Sohn des alten Häuptlings. Er ist verschwunden und ich mache mir Sorgen. Bring ihn zu mir, dann braue ich die Skaboos. Hast du einen Hinweis, wo ich nach Erik suchen sollte? Ich glaube, er versteckt sich vor mir. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich habe Rauch gesehen. Im Westen von hier. Na schön. Ich werde sehen, ob ich Erik finden kann. Du sprichst unsere Sprache ganz schön gut. Ich bin Schamane. Bevor Erhak kam, hat mein Stamm viel gehandelt mit den Menschen im Norden. Warum bist du nicht bei deinem Stamm? Wegen Erhak. Ein schlimmer Ork ist er, ohne Seele. Erhak hat keine Seele? Erhak ist kein wahrer Ork. Er kommt aus dem Norden, ganz weit aus dem Norden. Er ist besessen von Krieg und Macht. Wie ist Erhak an die Macht gekommen? Er war unser Gast, ein guter Jäger. Doch am Namenstag von Häuptling Morrig, da hat er ihn herausgefordert, hat gesagt, Morrig ist alt und schwach. Herausgefordert? Einfach so? Jedes Jahr darf ein Krieger den Häuptling herausfordern, aber dieser Zweikampf war ohne Ehre. Erhak hat Morrig zuerst die Arme gebrochen, vor unseren Augen, dann die Beine, dann den Hals. Schätze, ihr kämpft sonst nicht bis zum Tod. Der Kampf ist vorbei, wenn sich ein Kämpfer ergibt. Erik Morrigs Sohn wollte danach Erhak töten. Also, ich habe ihn geschlagen. Auf den Kopf. Dann habe ich ihn über die Schulter geworfen und bin gegangen. Schätze, du hast Erik damit das Leben gerettet. Vielleicht nicht. Aber Erik durfte den neuen Häuptling nicht angreifen. Das ist tabu. Der Häuptling ist also unangreifbar? Jetzt bin ich verwirrt. Was war denn mit Morrig? Nein, ein neuer Häuptling ist tabu für viele Monde. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt darf Erik Erhak endlich herausfordern. Er wird seinen Vater rächen. Verstehe. Erhak hat dich einfach gehen lassen? Ja, wer in die Verbannung geht, ist tabu, bis er zurückkehrt. Was willst du jetzt tun? Erik ist Morrigs Sohn. Er wird Erhak besiegen und wir sind frei. Ork Kurugura! Ja, Kumpel, ich schleich mich jetzt. Ich brauche nämlich etwas Action, gell? Da Plaudereien. Pass auf, der Erik. Der soll sich im Westen befinden. Ja, mal da hinten. Pass auf, Lurkerteich. Wo sagt die Map? Pass auf, da ist die Hütten, gell? Von da hinten bin ich immer. Scheiße. Ja gut, ich schau mal zum Lurkerteich.
Ah, da ist er. Natürlich verseiht von den Lurker. Und der Mann ist ja das berühmt-berüchtigte Teichkraut, ha? Das ich suche. Hallo Lurker, hat sich da baden oder wie? Ich kann jetzt gleich im Blut baden. Und da haben wir jetzt Teichkraut. Wir brauchen die 3 Stück, wie passend. Seht das? Teichkraut habe ich schon mal. Ja, die Frage, wo geht denn da noch hin? So. Ich glaube, der Motti hat gerade einen großen Bogen. Ein Feuer, aber nicht ganz geheuer. Lurkerteich. Wo spricht denn du? Die alte Kultstätte. Der Buben schaut aus. So ereignislos. Wird ihm da nichts geboten fürs Geld? So, ich schätze mal, eine Kultstätte. Wer ist da? Nicht der Irik? Tatsächlich, schreibt nicht da. Ein Picknicker. Du musst Irik sein. Irik ist fort. Verloren. Wer bist du dann? Niemand. Niemand? Iriks Körper ist hier, aber Irik ist fort. Verloren. Das musst du mir genauer erklären. Sherlock klaut Iriks Seele. Böser Sherlock. Sherlock hat deine Seele geklaut? Ist er ein Schamane? Nein. Sherlock schlägt Iriks Körper, nimmt Iriks Seele vom Hals. Irik ist verloren. Sherlock hat dir die Seele vom Hals genommen? Ja, wahre Orks tragen einen Namen um den Hals. Wahre Orks tragen eine Seele. Meinst du ein Amulett? Amulett mit Seele. Wenn Iriks Körper seinen Hintern zu Mellocs Hütte bewegt, holt dieser Mensch hier Iriks Seele zurück. Versprochen. Versprochen? Gut, Iriks Körper gehorcht. Iriks Körper ist so leer. Wo finde ich Sherlock? Weit weg von Iriks Körper. Irik flieht damals vor Sherlock, vor Luft aus dem Sumpf. Sumpf? Sherlock ist im Sumpf? Im Wald. Sumpf ist dahinter. Also im Süden. Habe ich dich richtig verstanden? Die Amulette haben Namen drauf und sind deshalb Seelen? Ja, ohne Name ist Irik nicht Irik. Iriks Name ist Iriks Seele. Der Körper, der Iriks Namen trägt, ist Iriks Körper. Melloc sucht dich. Iriks Körper versteckt sich. Melloc sieht nicht Iriks leeren Körper. Melloc sieht nicht Iriks Schande. Mein Gott, wird er bald zu Irik.
Ja, pass auf, jetzt muss ich eben sein Amulett zurückholen. Ja, da mal wieder mal Kräuter, gell? Ja, was haben wir da? Was ist ein Ripper? Mir wurscht. Der schlug mich trotzdem auf. Gottes Willen. Da ist Schweine 3 durch. Pass auf, das frische Fleisch schneiden wir aus den Rippen. Pass auf, Teig gerade hab ich, gell? Will ich gerade zurückbringen. Finde Schallock. Wie schaut denn aus? Kann ich 3 markieren? Schon geh. Pass auf. Der Schamane Schallock. Die hat die Socke. Seelensuche, der ist da hinten. Der bescheuert. Du, warte mal. Was hat mit der Kultstätte auf sich gehabt? Das ist die Kultstätte? Bei der zum Oberraum gibt nichts. Dann schwingen wir mal in die Richtung. Aber geschwind. Da ist er. Das ist der Schallock. Was du willst. Was der Mensch will hier. Ich will Eriks Seele. Was ein Mensch will mit Erik seine Seele. Das geht dich nichts an, gib sie mir einfach. Nein, Erik sein Körper ist zu schwach für einen Namen. Hat keine Seele verdient. Ist das so? Dann fordere ich Eriks Seele ein, durch das Recht des Stärkeren. Menschen sind schwach, Orks sind stark. Wenn du stark bist, darfst du Erik seine Seele haben. Der Mensch kämpft oder der Mensch geht. Ich kämpfe. Wehr dich. Der Mensch wird spüren den Schmerz. Ja Mann, haben wir gleich. Ein Prügel ist schon so. Die Schnellsten sind sinnig. Au. Du bist stark. Ich gehorche. Schlauer Bursche. Her mit dem Amulett. Erik, seine Seele ist nicht hier. Ist versteckt in einer Höhle. Hier ist der Steck und Dreh. Der... was? Steck und Dreh. Dann geht die Menschenkiste auf. In der Höhle steht also eine Truhe. Ja, eine Menschenkiste mit Steck und Dreh. Wo ist die Höhle mit dem Amulett? Im Osten. Da, wo die Bäume weichen dem Stein. Warum zum Belia hast du das Amulett in eine Kiste gepackt? Konntest du es nicht einfach verbuddeln wie ein anständiger Ork? Zuerst, ich habe gehängt Erik seine Seele an den großen, fetten Frosch in der Höhle. Erik ist dumm, verdient den dummen Froschkörper. Aber Erik, sein Name fällt immer von dem Frosch ab. Also ich habe gesteckt Erik seine Seele in die Menschenkiste. Und ich habe gestellt die Menschenkiste hinter den fetten Frosch.
Erik, sein Körper ist schwach. Er kann den fetten Frosch nie besiegen. Was für ein fetter Frosch. Der fette Frosch in der Höhle. Der Frosch ist dumm, aber stark. Wenn der Frosch gefährlich ist, wie konntest du dann deine Spielereien mit ihm treiben? Der Frosch ist stark, aber dumm. Warum bist du nicht bei deinem Stamm? Ich bin gegangen. Erhak nimmt unsere Seelen. Erhak ist zu stark. Aber ich mache mich stärker. Jeden Tag. In vielen Monden besiege ich Erhak. Und wir sind frei. Orkuru Gura. Ja, pass auf, geh mal. Scheiß auf das. Deine dumme Rumsulzerei. Jetzt werde ich mich aufmachen in den Osten. Und den Frosch durch Klump hauen. Pass auf, wo in der Osten? Ich schätze mal. Da hinten, oder? In meine 7 Meilen Stiefel bin ich schneller.